Wéi et ausgesäit spielte Mr. Science haut vor Stoppsches mat segem GPS, an dëssen wees ëmmer nees wo en Drunners, egal ob en sech hannertem Bam, virum Bam oder Bam verstoppt. So, hier drinnen fanden sie mich bestimmt nicht. Zwar doch, Mr. Science, just net wanns de Logifs an den Hauser goen. Ja, ich weiß. Ich wollte eben just einmal testen. Diesen GPS empfängt Wellen von Satelliten aus dem Weltall. Und die Wellen, die gehen just von dicken Mauern abgehalten. Dat heescht, wann en du bausen ass, wees de Satellit immer direkt wo en drun ass. Nee, nicht direkt. Ein Satellit wie eigentlich just, wo er selber drin ist, schickt das Information mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde. Und mein GPS empfängt das. Und wenn die Satelliten nicht fertig springen, mir auf der Karte vom GPS genau zu weisen, wo ich drin bin, das weisen ich heute an meinem Experiment. A weil de Mr. Science net so einfach an de Weltall bei Satellite fleie kann, möcht hier sein Experiment ganz einfach am Städter Park. Okay. Ich stehe hier irgendwo am Park, ich schon eine Karte, wie mein GPS auch, und ich weiß aber noch nicht, wo ich bin. Rundherum mich stehen ein paar Satelliten, die mir Messagen schicken. Genau, de Satellit 1 steht beim Bur vum Park er schickt permanent Messagen mat senger exakter Position an der genauer Auerzeit an all Richtungen. De GPS vum Joseph empfängt de lo des Messagen, ha an eusem Fall iwwerdreht de Briefträger des Donien. Auf dieser Message steht ganz genau, von wo der Satellit ist und wie ich diese Message fortgeschickt habe. Ich habe mir verhalten, wie ich die Message angekommen ist, und da kann ich genau berechnen, wie lange die Message gebraucht wird und wie weit der Satellit fort ist. Für das herauszufinden, musste Mr. Science aber noch für ein bisschen rechnen, aber wenn die Formel stimmt, müssten wir auf 150 Meter kommen. Genau. Auf meiner Karte ist diese Distanz genau 150 Meter. Der Satellit steht hier beim Bur, also kann ich irgendwo auf diesem Kreis stehen. Ein Satellit allein geht dem noch nicht durch, für die exakte Position von Joseph zu bestimmen, also warten auf eine weitere Message von einem zweiten Satellit, den auf einer anderen Platz stationiert ist. An andere Wörter, da wo die zwei Distanzen sich überschneiden, kann hier sich abhalten, hier auf unserer Karte auf diesen zwei Punkten. Erreicht mat engem dritte Satellit ass et méiglech fir die exakt Position vu Mr. Science herauszufannen, a wann de Mr. Science lo alles richtig gerachen huet, kann lo just nach op dieser Platz sinn. Genau, und so ähnlich funktioniert auch ein richtiges GPS-System. Just, dass beim GPS die Message nach viel mehr sehr geschickt wird und von ganz weit aus dem Weltall kommt. Was dabei wichtig ist, ist Dauerzeit. Weil mit Hilfe von der Dauerzeit die Distanz zwischen Satellit an Empfänger gemessen wird. Aber was die Dauer mehr genau geht, weil die Distanz mehr genau berechnen kann. An all Satellit ass eng héich präzis Atomauer. An déi schickt hier Zeit op eng Millionste Sekunde genau mat Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 km an der Sekunde, op dat bei de GPS, den dës dann mat senger egener Zeit vergleicht. Durch den Zeitënnerscheet kann dann Distanz gemoos ginn, a fir dats das klappt, mussssen Daueren genie op beneen aufgestimmt sinn. O Mr. Science senger Auer kinn de beste Fall soen, ob hien Mond oder op der Erd ënner wärs. Genau, das ist richtig. Und das ist gar nicht so einfach, für die 2 Augen ganz genau dasselbe zu sehen. Schon nur ein Unterschied von einer Tausendstel Sekunde mischt auf unserer Weltkarte ein Fehler von 300 Kilometer und da wissen wir nicht, ob wir uns zu Lützeburg oder zu Paris befinden. Hier gibt es aber noch ein Problem. Und da kommt ein Einstein ans Spiel. Kennt ihr ja. Am Einstein seiner Relativitätstheorie steht, dass wenn ihr sehr durch den Weltraum reist, dass dann Zeit mir losgeht. Und ein Satellit, der fliegt ganz sehr durch den Weltraum. Dat ass zwar schwer zu verstehen, dass Zeit am Satellit mir losgeht, aber Mr. Science, wir glauben dat einfach mal so. Ja, die Dauer am Satellit tickt also leicht mir los wie die Dauern auf der Erde. Und das muss man berücksichtigen. Das ist zwar nicht ein Unterschied von einer Milliardstel Sekunde, aber ohne dem Einstein seine Relativitätstheorie wäre es nie möglich, mit einem GPS als Koordinaten auf den Meter genau zu bestimmen.
Also denkt run nächst Käier wann der GPS benutzt, dats et als guten Albert wo, den uns des Technologie haut zu das onméiglech.